Hallo, Nomadsculpt und Procreate sind ein sehr gutes App-Team und hier ist ein Tutorial Nomadsculpt Einsteiger, und zwar es geht eigentlich nur darum in diesen Einsteigervideos, wie man diese Nomadsculpt App nutzt, um die Objekte rüber nach Procreate zu bringen, nicht ums Sculpten, also um die Figuren zu erstellen. Ich öffne jetzt einmal Nomadsculpt. So wird es für jeden frisch ausschauen, wenn er die App aufmacht. Und das erste, was man tun sollte, ist hier in diesen Einstellungen gibt es diese Add Shortcuts Bottom am Boden. Also bei mir ist es links unten. Diese ganzen Zusatzfunktionen hier, man sieht es, alle einzuschalten. Gut. Ich werde jetzt dieses Nomadsculpt auch nicht jetzt in diesem Video komplett erklären, sondern wir machen einfach ein Beispiel. Und zwar im zweiten Menü gibt es diese Szene, das sind diese Objekte. Da taucht jetzt diese Kugel auf, Sphere. Und am unteren Rand kann man jetzt hier einschalten, dieses Wire. Das ist das Gitter. Und man muss wissen, dass je mehr Punkte das man hat, desto schwieriger ist es, diese UV-Map, die was man braucht für Procreate, zu generieren. Also bei dieser Kugel ist es schwierig, diese UV-Map zu machen. Ich bringe jetzt nochmal eine andere Kugel mit ins Spiel zum Vergleich. Man hat jetzt hier viel weniger Punkte. Ist aber dieselbe Kugel im Endeffekt. Ich werde diese Kugel jetzt hier mal wieder löschen. Und wir verwenden jetzt für das Beispiel mal nur diese Kugel. Und wenn ich jetzt auf dieser Kugel, Entschuldigung, das ist die Speicherfunktion, wenn ich jetzt diese Kugel nach Procreate bringen will, gehe ich ins erste Menü, ins Projektmenü und exportiere es als OBJ. Und ich kann diesen zweiten Punkt auch wegmachen, diese Farben brauche ich nicht. Und jetzt drücke ich mal auf Export und auf Procreate. Und jetzt sagt er mal Fehlermeldung. Das Modell enthält keine UVs. Okay. Funktioniert nicht. Okay, was ist zu tun? Im dritten Menüpunkt vor oben, dieses kleine Gitter, gibt es 4 Punkte: Voxel, Dynoturbo, Multires und dieser letzte Punkt. Das ist so irgendeine Struktur, hat keinen Namen. Und zwar gibt es hier diesen Punkt Auto Unwrap UV. Und wenn man jetzt hier drauf drückt, auf diese Unwrap Atlas, sagt er jetzt, die Multi-Resolution wird verloren. Das können wir bestätigen. Und jetzt dauert es ein paar Sekunden, weil wir viele Punkte haben. Draufdrücken. Okay, jetzt passiert nichts. Jetzt muss man warten. Jetzt rechnet er im Hintergrund diese Oberfläche aus, die Procreate braucht, um drauf zu malen. Jetzt ist sie da. Man sieht jetzt hier, da wird diese Landkarte oder diese Buchstabenkarte eingeblendet. Und man sieht jetzt hier oben diese 2 Flecken. Das ist praktisch diese Abwicklung vor dieser Fläche. Und jetzt, wenn man auf das Exportieren geht, Export OBJ, draufdrückt und jetzt
Wir schauen jetzt einmal auf die Dateigröße, hat 11,2 Megabyte. Und jetzt gehen wir auf Procreate, importieren die Sache. Hier stürzt bei mir Procreate immer ab. Ich mache es wieder auf. Links oben ist jetzt diese Kugeldatei. Und auf der kann man jetzt rummalen. Gut, funktioniert soweit. Ich lösche die wieder. Und mache wieder unser Nomad Sculpt auf. Und ich lösche jetzt auch diese Kugel. Naja, ich lasse ja mal drin. Ich erstelle eine neue Kugel. Und hier kann man diese Parameter verstellen. Man sieht jetzt hier, die hat viel weniger Auflösung. Und über diesen Validieren-Button kann man das dann bestätigen. Und jetzt macht man wieder diese UV-Map. Und man hat jetzt schon gesehen, das geht viel, viel schneller. Und hier hat man diese zwei Kugeln. Und man sieht jetzt hier bei dieser Kugel ist das Netz oben auf dieser Karte viel grober, aber es ist da. Und auf der anderen Kugel schaut es so aus, ganz feinmaschig. Und die Flächen schauen ähnlich aus. Also man sieht jetzt hier, die unterscheiden sich etwas, aber im Grund sind es gleich. Ich lösche jetzt mal diese Kugel. Und jetzt machen wir das Exportspiel. Und jetzt, wenn man oben schaut, die Datei hat nur noch 38 Kilobyte. Selbe Kugel, ab zu Procreate. Hier ist die Kugel. Die ist etwas eckiger, weil wir haben sie wirklich sehr grob gemacht. Aber selber Effekt. Man kann drauf rumpinseln. Funktioniert genauso. Okay. So. Ich lösche mal alles. Und hier jetzt einmal ein nützliches Zwischenbeispiel. Man erstellt hier diese einfachen Würfel. Bevor man den Würfel validiert, kann man das jetzt da hier nur einstellen. Wir machen jetzt einfach eine Leinwand. So. Man sieht jetzt hier wieder, wir sind in der Front View. Das ist das, was man in Procreate dann sieht. Und jetzt als Beispiel kann man hier in diese Primitive Box Einstellungen kann man jetzt hier diese Divisions ändern, also diese Größe. Je mehr, dass man von diesen Teilen hat, desto besser kann man sculpten, also diese Figuren machen. Für Procreate braucht man aber eigentlich nichts, null. Und diese Leinwand, wenn man jetzt hier wieder diese UV-Map drauf macht, die Sache exportiert. Dann haben wir hier diese Leinwand und kann drauf rummalen. So, und der praktische Nutzen ist jetzt,
wenn wir jetzt, ich mache mal das rückgängig. Wir machen einen Smiley, bringen den in so Ansicht. Und hier in diesen 3D-Einstellungen, Belichtung, Umgebung, kann man diese Umgebung ausblenden. Und hat jetzt hier ein transparentes Bild. Jetzt kann man das teilen als PNG, kopieren. Und ich gehe in meine Galerie, erstelle eine neue Leinwand, wische runter und kann mir dieses dreidimensionale Objekt hier praktisch in mein Bild bringen. Und kann dementsprechend hier auf mein Bild hier weitermalen. Und so kann ich die dreidimensionalen Objekte da reinbringen. Und wenn ich jetzt mein Smiley in einer anderen Ansicht brauche, dann drehe ich ihn, kopiere das wieder, gehe in die Galerie, gehe in mein Bild und füge den wieder ein. So kann man mit diesen 3D-Objekten schön arbeiten. Okay, das soll es mal gewesen sein für dieses Video. Geht natürlich weiter. Alles klar, tschüss.